Grüß euch miteinander und herzlich willkommen beim Jungfrau-Zeitung Panorama aus Interlaken. Heute wollen wir unter anderem wissen, gibt es Dialekte unter Murmeltier? Das wollte eine junge Frau vom Gymnasium Thun wissen. Und wir haben das letzte grosse Interview vom bekannten, verstorbenen Künstler Endo Anaconda. Jetzt aber zuerst mal noch Aktuelles aus der Region, kurz und kompakt für euch zusammengefasst. Die Maskenpflicht für 1- bis 4-Klässler wird Mitte Februar aufgehoben. Der Kanton Bern verzichtet auf die Verlängerung der Maskentragpflicht für jüngere Schulkinder. Beiträge für das Freilichtmuseum Ballenberg. Der Regierungsrat des Kanton Bern hat den Leistungsvertrag mit der Stiftung Ballenberg für die Jahre 2022 und 2023 genehmigt. Die jährlichen Beiträge häufen sich auf 1,225 Millionen Franken. Das Mädchen im Berner Wald Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Der leblose Körper eines 8-jährigen Mädchens ist am Dienstagabend im Königsbergwald in der Nähe von Bern gefunden worden. Mittlerweile hat die Polizei ein Verfahren wegen vorsätzlicher Tötung eröffnet und hat eine Person festgenommen. Das bekannte Berndeutsch. In Zürich redet man ja wieder anders. Oder ja, die Läckerli-Fans in Basel. Bei uns Menschen gibt es ja ganz einen Haufen unterschiedliche Dialekte. Aber wie ist das eigentlich bei den Murmeltieren? Das hat eine junge Frau am Gymnasium Thun wissen. Sarah Marmerosch hat ihre Maturaarbeit der Frage gewidmet, gibt es Dialekte unter Murmeltieren? Diese zwei, zum einen ein Einzelpfiff, hier oben im Bild zu sehen, und zum anderen... Die Frage war ja, gibt es Dialekte unter Murmeltieren? Ja oder nein? Tatsächlich ja, habe ich mit meinen Resultaten meine Fragestellung bestätigen. Ja. Wie hat die Arbeit genau ausgesehen, respektive wie hast du das herausgefunden? Ich habe, nachdem sie die Fragestellung erstellt hat, habe ich Warnrufe in 2 verschiedenen Gebieten aufgenommen, habe die dann daheim am Computer analysieren in sogenannten Spektrogramm und die dann statistisch auswerten. Genau. Jetzt fragt man sich vielleicht, wie kommt man auf so ein Thema? Ja, ich bin sehr fasziniert von den Bergen, von Tieren und besonders vom Murmeli. Und habe probiert, die 3 Faszinationen ein bisschen in ein Gebiet zu verbinden. Und bin dann schlussendlich auf das gestossen. Genau. Ich habe die Präsentation sehr spannend gefunden und eine Note hat es ja auch schon gegeben. Ja, genau. Es ist der 6er geworden. Gratuliere ganz herzlich. Merci vielmals. Wie geht es jetzt weiter bei dir? Ich werde jetzt den Gymnasium abschließen und dann später mit dem Studium anfangen. Ich werde Biologie an der Universität Bern studieren und schauen, genau, wie es dort weitergeht. Der Stillhase ist ganz verstummt. In der Nacht auf den Mittwoch ist der bekannte Künstler Endo Anaconda verstorben. Er, der mit bürgerlichem Namen Andreas Flückiger geheissen. Auf seiner Abschiedstournee im Dezember mit Stiller Hase hat er uns das letzte grosse Interview gegeben. Also Orte wie hier zum Beispiel ist schön. Aber ich bin durch alle Drecklöcher gerettet vor der Welt. Am nächsten Tag hast du Dünnschiss und die Schuhe kleben noch eine Woche später vom Red Bull. Es nimmt mich mal Wunder, wie das Wochenende bei dir so angefangen hat. Du, ich muss gerade überlegen, wir waren in Liechtenstein im Staatstheater. Das tönt grösser als es ist. Es ist so ein 300er-Theater, es war sehr gut besucht, das Konzert ist gut angekommen. Die Leute alle maskiert. Es war irgendwie wie... Ja, ich verstehe jetzt, wie der Mani Matte sein Lied vom Sidi Abdelassar von El Hamma. Du siehst einfach nur die Augen. Am tief tief sind wir alle Wallisella. Was soll ich noch mein Wallisella? Im Wallisella, oh Wallisella. Wir ziehen das einfach durch, weil es ist als verschoben. Ich meine, auch hier ist verschoben. Ich bin froh, findet das heute wieder statt, hier im Wetterhorn. Das gehört fast ein bisschen zum Jahresabschluss bei uns. Und wir freuen uns, hier zu spielen. Und jetzt ist das Wochenende noch und am Montag spielen wir noch im Zauberwald, Lenzerheide.
Und er sieht es gut aus. Das ist stolz, dass ich sie vielleicht ohne Maske. Auf was freust du dich am meisten, wenn mal die ganze Pandemie-Sache durch ist? Ich muss sagen, ich habe keine Zukunftspläne, eigentlich. Ich will jetzt die Tournee, die wir haben, und das sind noch über 70 Konzerte, es kommen vielleicht noch 30, ich will das fertig machen, weil ich gesagt habe, ich will überall noch mal spielen, wo wir waren. Aber ich glaube immer noch an Märli. Aber ich glaube immer noch an Märli. Mich auch bedanken bei dem Hasenpublikum. Und wenn ich noch etwas mache in Zukunft, wird es vielleicht etwas anderes sein. Vielleicht kommt der Teil und vielleicht ist es halt für ein ganz kleines Publikum. Ich kann es nicht sagen, im Moment. Ich habe das Gefühl, in dieser Situation jetzt, ich muss sagen, ich bin gesundheitlich angezählt, oder? Es kann jedes Konzert das letzte sein. Man muss realistisch sein, oder? Ich bin 66. Und wenn ich auf der Bühne bin, gehe ich ab wie ein Zäpfchen. Aber ich merke es am nächsten Tag. Ich brauche Erholungsphase. 2, 3 Konzerte nacheinander, das ist für mich wirklich, da komme ich irgendwie an die Grenze, da brauche ich viel Erholung, aber ich mache es gerne, oder? Und ich weiss nicht, man hat nicht Anrecht, ein statistisches Lebenserwartung zu erwarten, vor allem nicht heute, oder? In dieser Situation. Und ich muss sagen, ja, wenn ich halt den Virus fangen würde, dann ist es einfach Schicksal. Aber ich könnte nicht sagen, weisst du, warum ich? Und wenn ich zurückblicke auf mein Leben, muss ich sagen, es hat viel Schönes gehabt. Es hat natürlich auch viel Scheiße gehabt, wie bei jedem, aber ich habe keine Angst vor nichts. Ja, er war einer der ganz Grossen, der Endo Anaconda. Und wir schauen jetzt ganz genau an den Himmel. Wie sieht es die nächsten Tage aus? Gibt es Wolken, gibt es Nebel, gibt es Sonne? Einen ganz genauen Blick gibt es in ein paar Sekunden mit unseren Kollegen von Media News. So viel für heute. Mehr Spannendes findet ihr auf jungfrauzeitung.ch und uns gibt es morgen Abend wieder. Ich wünsche einen schönen Feierabend. Das Wetter wird euch präsentiert von Interlaken Tourismus. Ganz herzlich willkommen zum Jungfrau-Zeitungswetter für das Berner Oberland am 3. Februar, wo es ein bisschen Sonne gegeben hat zwischen den Wolken und wo es auch wieder trocken geblieben ist, nachdem es in den letzten Tagen zum Teil recht viel Schnee gegeben hat in der Höhe. Ja, wir haben vorübergehend ein bisschen Hochdruckeinfluss heute, aber dann auch schon wieder dickere Wolken, die aufgezogen sind. Morgen kommen wir hier auf die Vorderseite von dem Tief über dem Nordatlantik, ein bisschen Südwestwind und nachzieht auch in der Höhe. Aber der Tag morgen der sieht dann doch recht gut aus. Ein ziemlich schöner Freitag, wo wir uns darauf freuen können. In der Nacht auf den Freitag ist es teilweise klar. Morgen Morgen hat es lokal ein bisschen Nebel, besonders hier im Aaretal. Sonst ein sehr sonniger Vormittag. Morgen teilweise ein bisschen Frost, den wir haben. Am Nachmittag dann Maximaltemperaturen um die 7 Grad in den Tiefenlagen, plus 4 Grad in Adelboden und ebenso in Grindelwald. Am Nachmittag ist es zuerst noch recht sonnig. Auf die Abend her nimmt aber die Bewölkung langsam zu. Und dann haben wir in der Nacht auf den Samstag eine schwache Kaltfront, die ein bisschen Regen oder Schnee bringt. Die Schneefallgrenze sinkt auf etwa 500 bis 600 Meter runter. Am Samstagmorgen noch Restwolken, die letzten Tropfen und Flocken. Dann wird es aber recht sonnig den Tag durch. Am Sonntag zuerst noch ein Sonne, dann die Bewölkungszunahme. In der Nacht auf den Montag und am Montag teilweise kräftige Niederschläge, Schnee ab etwa 1000 Meter. 7 Grad maximal am Montag und dann ziemlich sonniges Wetter am Dienstag. Und Mittwoch, das sieht dann gut aus für die Wintersportler. Das war vom Jungfrau-Zeitungswetter für das Berner Oberland. Ich wünsche weiterhin ganz einen schönen Donnerstagabend.